Herzlich willkommen bei dieser Spezialedition von ADR Tele, die am Zeche von der Corona-Krise steht. Hier sind Top-Titeln von dieser Sendung. Viel zu lange die Lehen bei den Hilfen an nicht genug finanzielle Unterstützung am Moreska-Sektor bei kleinen Handwerksbetrieben als Unzufriedenheit vis-à-vis von der Regierungspolitik neben den Independenten besonders groß. Wir haben einem Restaurateur von der Musel an einer Coiffeuse von Esch geschwärzt. Ein totalitärer Staat verhindern an als Grundfreiheiten erhalen, dafür setzt sich der DR an der Chambre an als weiter kategorisch gegen die Tracing-App. Da geht ihr Gewurf, wie wird unser Gesundheitssystem nicht gut abgestellt, aber ihr ganzer Wirtschaftssektor am Stach losgehen ist. Am Interview aus der früheren DP-Fraktionspräsident Jean-Paul Rippinger, der war für die Liberalen rund 20 Jahre lang am Parlament, hier kritisiert für allem die Unverhältnismäßigkeit, mit der die Regierung den Lockdown durchgezogen hat. Mit ADR-Präsident Jean Schoss belicht man danach Widersprüche am Kontext von der Corona-Krise. Der Verband von den Hotelien, Restaurateuren und Cafetiers ist bitter enttäuscht. Am Platz Werk aussuchen zu machen, hat sich von der Regierung ein konkretes Datum am Mai gewünscht, wo Tourismusbetriebe nicht hätte können abmachen. Gastronomie wäre aber regelrecht henkegelos gehen. Wir kennen nicht Traditionshaus Mattes zu Ohn op der Musel. Ohne Zweifel eine Referenzersache gastronomisch Kichen. Am März war die Saison mal noch nicht richtig lanciert, durch den de Restaurant müssen zumachen. Überdem der Patron de Gérard Mattes, der Gesundheitsminister, eine erste positive Zensur für die Gestion von der Corona-Krise ausstellt, fällt die Zensur für den Xavier Büttel manner gut aus. Bei unserem Premier muss ich sagen, da hat man ein bisschen Gefühl, dass zu viel nur bei den Franzosen waren, den Raisonnement an zu viel länger gewährt wird, bis Decisionen geholt, die aber für uns nicht sind, notamment lo mit der Reouverture. Allgemein hat sich von der Regierung mehr Unterstützung für die Betriebe aus dem Horeca-Sektor erwartet. So viel steht fest. Dann hätte ich mir erwartet, dass die Regierung für die Betriebe, die müssen ihre Loyer bezahlen, eine Kompensation vorgesehen hat. Dasselbe gilt für die Charge patronale, ob das Salären, die sie bei dem Chômage partiell nicht remboursiert. Was die staatliche Hilfen angeht, da wäre nicht gut genug informiert gehen, und danach hat die Prozedur geschläft. Die Verwaltung war auch ein bisschen überrascht. Die sind noch nicht nachgekommen mit den Dossiers. Selbst dass es gegangen mit den 0,5%, die Prä von 0,5%, den ja 2021 braucht zu remboursieren. Da habe ich auch eine Demande gemacht, und ich habe bis heute noch keine Antwort. Ich meine, das hat ein bisschen verbessert gehen, wobei ich muss sagen, der Staat legt mit Minuszinsen an der Friede als 0,5%, das hat doch nicht müssen sein. Einzelrestriktionen wie der Mindestaufstand von 2 Meter gehen zu weit führen. An Deutschland wäre den 1,5 Meter, an anderen Ländern sogar nur 1 Meter. Da sollen sie nicht so viel klein kariert sind, an der Front ich mich. Steht dann ein Polizist bei uns am Restaurant, den dann jeder ein Protokoll mit den ohne Maske irgendwo hingeht auf die Toilette, und ich weiß nicht, was respektiv. Wir sorgen darum, dass das Personal sich protegiert, für Klienten zu protegieren, und dann mit gutem Willen kommen wir durch. Also, wenn die Leute auf keinen Fall Angst machen, für an das Restaurant zu gehen. Das Restaurant am Land durch die restriktiven Mesuren viel Männer Klienten können empfangen, und da man auch Männer suchen an die Käse kommen, dafür muss die Regierung die Betriebe mit konkreten Hilfen in den Arm greifen. Da wäre zum Beispiel eine Reduktion von der TVA, wie wir sie hier drin hatten. Das wäre am Anfang kein grosser Bonbon mehr. Es war so wichtig, dass wir die TVA auf 3% hatten. Das war der nächste Avantage, den wir par rapport zum Ausland zu Lützenburg haben. All die anderen Sachen sind viel mehr teuer. Salären, alles Investitionen, das ist alles so viel mehr teuer wie am Ausland. Wir hatten just TVA, die günstig war. Der Miesler Traditionsbetrieb Mattes hat noch rund einem halben Jahrhundert voraussichtlich genug Sput für die Corona-Krise zu verstehen. Glücklicherweise steht dem Patron sein Bof, der Bob Mattes, schon an den Startlöchern für das Restaurant zu überholen. Coifferen gehören zu den kleinen Betrieben am Land, die während dem Lockdown mit finanziellen Sorgen geplagt sind. Man doch hier Hilfe vom Staat, die geschläft haben, an aktuell viel Männer Klienten durch den Social Distancing. Unzufriedenheit vis-à-vis von der Regierungspolitik auch bei einer Coiffeuse aus der Stadt. Bei der Test vom Konfinement aus der 16. März angegangen,
Ufangs März wo man schon gespurt gehabt und die zweite Woche am März da wäre wirklich katastrophal, weil die Leute die Rendezvous hatten, die haben sich nur einen oder anderen aufgemeldet, weil sie Angst hatten, bei der Koffer zu kommen, für sich dann umzustechen oder wissen nicht was, sie hatten dann Angst. Und da habe ich wirklich, also März wäre ein ganz, ganz schlechter Monat. Auch par rapport, was ich auch muss sagen, was auch noch ganz viel beigedroht, dass den Chantier, der katastrophale Chantier, auf der ersten Platz, den lo schon vom März 2019 am Gangen ist. Und da muss ich sagen, da habe ich auch viele Klienten verloren, die nicht mehr rumkommen. Auf jeden Fall, die mir gesagt haben, Grazia, ich komme nicht, solange der Chantier da ist, weil da sind Leute, die von der Milleberg kommen sind, die von der Milleberg kommen, die haben dann eine ganze Stunde gebraucht, für hinzukommen. Da habe ich wirklich gespürt gehabt, dass die Krise nicht gut geht. Ja, wie ist es weitergegangen? Ich meine, dann probiert ihr auch dann Hilfe zu kriegen vom Staat, die auch versprochen hat, die Regierung. Wie zufrieden war du? Zufrieden bin ich nicht ganz zufrieden. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ein bisschen viel enttäuscht an Rosen, weil als Independent sollen wir soi-disant reich Leute sein. Und ich fand aber, wir haben... So da Kersch, oder? Ja, ich will auch keinen Namen sagen. Wen gesagt, mir das egal. Ich meine, ja, war. Ich meine, wir sind keine reichen Leute. Wir haben auch den Courage gehabt, für uns selbstständig zu machen. Das ist nicht einfach. Ich meine, für selbstständig, für dort zu stehen, für das Personal, für die, für uns, für das Personal, zu gucken, dass wir über die Tonne kommen. Aber ich auch enttäuscht bin, dass ich par rapport von denen Suchen vom Congé, also der Chômage partiell, wo müssen 1,5 Monate werden, bis ich die überhaupt gekriegt habe. Ich habe den Chômage partiell vom März, und ich den 30. April gekriegt. Ich habe die 5.000 € gekriegt, da sind ich auch froh drüber, weil da sind ganz viele Kollegen von mir, die sie gar nicht gekriegt haben. Aber da bin ich froh, dass ich die wenigstens gekriegt habe. Es war nicht einfach, weil ich schon den 29. April schon Paie machen vom Monat April. Und wo es auch nicht einfach ist, aber wo ich auch nicht einverstanden bin, und ich meine, meine ganzen Kollegen und Konfreren auch, was ich nicht an der Reihe fand, dass man die ganzen Chargen patronal muss bezahlen, wie zum Beispiel Krankenkäse, wir mussten d'impôt sur salaire bezahlen, wo wir aber 2 Monate gar nicht rankriegen. Und das fand ich nicht an der Reihe. Ja, was kann man so weiter gehen? Ich meine, wir haben auch gemacht, und ja, mit den Restriktionen 2 Meter Aufstand, kann das ist tauschen von Betrieben. Ja. Ich habe normalerweise 10 Plätze, ich habe da 5 festgeholt. Ich habe meine Mesure geholt, ich habe Trennungen gemäht bei den Backen. Das heißt, wenn ich 4 Drohnen an der Zeit konnte, an einem der zum Beispiel 20 Schere machen, alle halbe Stunde, kann ich aber just nehmen, nach alle 3-4 Stunden, weil ich muss ja aber Platz putzen, desinfizieren. Und dann ist auch mein Chiffre d'affaires auch viel mehr, da sind ich bei einem Chiffre d'affaires von 60-70% Maximum. Und dann, wo ich auch noch muss sagen, als de Confinement rüber, habe ich die ganzen Probleme, wo den Chantier los ist. Und das ist doch eine Angst, wie geht das für? Ja, ich habe schon mal Leute, die kommen, wenn es ein Coronavirus plus der Chantier, also ich habe ein bisschen Angst, ja, muss ich ehrlich sagen. Die Reprise an den Schulen ist ein weiteres Thema am Kontext der Corona-Krise, die für viele Diskussionen gesorgt hat. Ein Kommentar vom Lycée-Professor Fred Kolb. Die letzten 2 Monate sind wir heute Lützeburg an einer Krise, wie wir so lange nicht mehr gesehen haben. Und an dieser Krise gibt aber Gott sei Dank ganz viele Helden. Wir schwätzen ganz oft über die Leute aus dem Gesundheitssystem, aber auch andere Leute sind Helden, zum Beispiel die am Bildungssystem sind. Wir haben gesehen, die letzten 2 Monate ganz viel Lehrpersonal, das ganz viel mehr geht für irgendwie das Ganze zu meistern. Wir sehen die Eltern und Kinder, die daheim so gut wie möglich schaffen und probieren, das Ganze irgendwie zu machen. Und ihnen sollte man gerade in dieser Krise auch ganz viel Respekt entgegenbringen.
Lo soll d'Schoulrem ugoen Primärchoul Lyceen, die sich schon an run Lyceen Geeseknäpchen, do ginnet ganz viel Probleme. Mit sind awer net so groß, weil Kanner do ganz einfach mi all sinn an Kannerbetreiung ass du eben net neidech. An der Primärschule ass der Dänech dass du hummerlo eng Andeelung a Gruppen mün Kanner, die sollen Mëttes kommen, an der sollen se getrennt si vun den Neen. Und dat feiert zu ganz viel Probleme, weil et sind net genug Seldo schon am Normalfall sie ganz viel Maison reléen, die erst net platzen, wo net genug Plätze sind, wie hun net genug Personal. De Minister wees och noch net genee, wo die Leiit sollen herkommen. Gemenge mussssen dat da wohl irgendéi hikree meestere, wat ze wahrscheinlich awer fir ganz viel Schwierigkeiten stellt. Dat werden dann unqualifiziert Leiit sinn, die kann er auch net kennen. Aber im Endeffekt das wahrscheinlich kann er plus minus den ganzen Tag an engem Saalwerte sitzen an dadurch nach Deelweis mat Personalwetze mo net kennen. Die Decision die hätte können so ernst das holen, dann hätte können die Absurdität, die lo entsteht, verhindern, an dem sie die Leute schwagelos hat, ob sie wollen weiter lo von daheim aus Schule machen oder ob Kanner sollen an Schule kommen. Dann hat Schiedfried dat könne für sich entscheiden, Schule wäre Männer belascht gehen, an Situationen wie deutlich besser gewesen. Und du den Gefühl nicht lasst, dass der Minister heiratet eine Decision geholt hat, en Funktion vun de wirtschaftlichen Interessen, dat heißt, die ekonomisch Gedanken scheinen ha méi wichtig zu sein wie die pädagogisch. Schoul, Schüler stehen ha net am Mittelpunkt, ha gehtt drümsten Congé familial de 25. Mai aufzuschaffen, an den Defizit so bisse aufzukriegen. Mir fand, dass dat die falsche Decision ass fir Reis soll Kant an Schoul an Mittelpunkt von Decisionen stoen, die am Schulwese getroffen gin. An dafür hätte mir de Leute schwagelos an als anständig da präpariert op eng gut Rentrée am September. De Chômage am Land ass wéier wärt solid geklomm. Alläit bei iwwer 6%, den 31. März hatte méi wie 18.000 Leute am Land keng Schaff. Wann d' Regierung behäbt, dat an der Krise keen am Reesto gelos gëtt, wär dat leider falsch, seet de Gast Giberia. Das davon auszugoen, dat dëse Mon an die nächst Main die Zëllen do nachwerten sterk klammen, an dat sie Leiit op man wëll oder net, déi sinn affer vun dëser Krise, déi hunn eng Situationun vun se mi wësse, wat en Garantien dann so sinn am Chômage, wo d schwéier wert ginn an de nächste Main Äbechten ze planen an se och wëssen, dat de Chômage an der Regelei am Land EOer bedeit. Du vermengen ich, muss man wissen, dat man schon eng ganz paar die Leiit op der Strecke lösen. Och die Leiit an der Kurzsäbig. Wat eng formidabel sagt, ass dat met Leiit an de Betriebe halen, ze kreen 80%, et derf net en 100% vu Mindestlen goen, wo man extra begreessen, dat Regierung do mat de Gewerkschaften e Konsens von tun, fir déi Lesung zu machen, dat geen derf en 100% vu Mindestlohn kurzäbig kreen. Mir auch heim muss man wissen, dat fir viel Leiit mat klenge Paien 20% de Männer an der Pai, dat Großprobleme fir die Leiit bleiben. An die Leiit sind auch zumindest zum Deel op der Strecke blieben. Und ich mache noch einen Appell und die Regierung, für dat wir weiter gucken, dat die kurzäbig dat die iwwer Distanz weiter finanziert. Ich mir auch die kleinen Mittelbetriebe und der Dependenten sind op der Strecke blieben. Ich meine, es war falsch, dat die Regierung für eine gewisse Zeit dort Baumärkte abgemäht hun an die Kleingeschäfte humisten zo bleiben. Wir konnten das nicht verstehen, dass als Premier auf eine liberale Partei ugeheiert, dass du echt die Priorität international Schänequote für können Geschäfte abzumachen an die kleinen Geschäftsleute humisten zo ist. In Deutschland haben zum Beispiel uns umgedreht gemäht, haben sie die Kleinen abgemäht und so die Groß zugelegt, hat zu Lützeburg schon mehr de Kontra gemet. Da wenn en da gesäit, haut das gesot gin, dat vieles fir d'Independant gemet gin ass, mit ass alles nem Etappeweis kom, an de Stelle fest, dat dürf wir of Fleisch de Politik fir den Herr Engel fir du gesot huet, die den Herr Dan Kersch op eng Facebook oder Menge privater Matte gemet wat da seg Menung war erfleicht war die Facebook méi eierlich fir deen sos offiziell als Minister gesot huet, fir en do iwwer Mittelstand an d'Independant hier Gefall ass. Et Politik huet net trop reagiert, de Staatsminister huet sich net vun distanziert an das do vun den unzuhöllen, dat och d' Regierung zumindest am Ufang déi Politik gemet huet, die den Herr Dan Kersch gesot huet, a ganz zaghaft Etappen fir Etappen ebe lo Apps gemet huet,
was positiv ist, aber wir wissen, dass auch nach den Maßnahmen viele Mittelständler und Independenten nicht dürfen über die Distanz kommen. Es gibt keine Ursache, für das die Restaurationskaffee und Hotelbranche nicht können abmachen. Als Deutschschnupperen haben dezidiert, dass bis zwischen dem 9. und 22. Mai Gastronomie opmischt. Het Saarland seit 4 Pechten, an Österreich seit dem 15. Mai giffen sie abgehen. Wir hier zu Lützeburg machen nicht ab, wir lassen hier zu, aber wir lassen den Sektor voll wieder die Wand laufen. Ich meine, es gibt keine Ursache. Wir können Leute können mit Geschäften gehen. Sie können mit dem Auto fahren, sie können sich privat treffen, sie können sich draußen treffen. Sie können an die Schule, kann gehen an die Schule, wir machen Sport, wir machen Kultur, aber just Restaurants, Cafés dürfen nicht abmachen. Eise Gesundheitssystem ass vun de Sozialisten quasi futti gespurt ginn, Appes wat sech och negativ op den Handling vun der Corona-Krise ausgewirkt huet. So der Roy Reding. Mi wodech ass als Gesundheitssystem net gut opgestalt. Seit 2004 hu sukzessiv sozialistisch Gesundheitsminister Bettenzuel Rof anstatt opgesät an dat trotz enger Bevölkerungsexplosion. Für wat am Ufang müsste gesot gehen Masken helfen nicht. Minister Schlehner hat dann selber gehen öffentlich. Mir hatte keine Maske. Da stellen nicht mal froh. Für wat hatte man keine Maske. Es ist eine gute Präventionspolitik. Dat irgendeine Pandemie kann kommen, als aber klar ist. Es gibt schon viele Pandemien. Das ist die erste Pandemie seit manchen Gedenken. Für wat war den totale bleibt daheim nicht. Man wenigstens Mangel an Betten, Beatmungsgeräten, Medikamente und so weiter. Kann mir so das doch ehrlich, die Leute. Wir haben ganz teuer bezahlt, weil man nicht gut abgestellt wäre. Es sind aber auch froh, die Kernfähigkeit und hoffen, dass dann los eine zukünftige Gesundheitsministerin Kehraufgabe vom Staat effizient leiden, dass da gut investiert wird, und dass man nächste Jahr besser abgestellt ist. Et geht net durch fir ze soen, dat eng sogenannt EU-Tracing-App Smartphone nëmme freiwëlech dürf sinn, ausser am Notfall. Plötz wo die Regierung miss zu Bresel fir e klore Nee antriden. Dat verlangt de Ferner Karteiser. Wir wollen kein elektronischen Tracing. Wir wissen, dass wir daran an eine Überwachungsstaat gehen. Wenn man so ein Monster aufhören, wissen wir nicht, was damit geschieht. Heute verschiedene sind angetreten, wie sie so, wir wollen eine zeitliche Beschränkung, wir wollen nicht, dass andere Krankheiten draufkommen. Als jeder sieht eigentlich Prinzipien, wo gleichzeitig heute weiß, dass ein Umfeld unter dem geringsten Druck der kennt. Weil das ja auch das, dass das Umfallen, was mich heute steuert, wenn nicht auf europäischem Niveau gewünscht ist, ja, dann ist es ja nicht mehr freiwillig. Dann ist es keine Freiwilligkeit, freiwillig gezwungen. Und da hätte mir gerne eine Regierung, die aufsteht und sagt, wir machen das doch nicht mit. Für uns sind die Grundwerte, der Schutz der Privatsphäre, der Schutz der Bewegungsfreiheit. Das ist einfach der Wert, dass wir gegen den europäischen Druck umgehen. Und los dich überstimmen, Herr Büttel, oder Madame Gesundheitsminister, je den er im Conseil das ist, erweist uns, dass er für die Freiheit ansteht, für die er so die gegen sie nach Hause schalen. Wir als ADR sind klar, wir sind gegen eine Tracing-App. Ist so nicht mehr. Am Kader vun der Corona-Krise hat die Regierung am März eben den Etat d'urgence ausgerufen hier am Land. An den Notstand den ist aber nicht konform mit unserer Verfassung. Das sieht kein anderer wie den Jean-Paul Rippinger, aktiven Jurist. Wie war das denn so, Herr Rippinger? Ich bin effektiv der Meinung, den Artikel 12 von unserer Verfassung sieht, la liberté individuelle garantie. Und das ist für mich ein Grundprinzip, den nicht zu violieren ist, für keine Gelegenheit. Und da geht es nach den Artikel 13 von der Menschenrechtskonvention, die sieht, dass alle Bürger sich frei bewegen kann aus einem Land. Wenn ich dann das Gesetz höre von 2017, wird ein Etat d'urgence instituiert, da steht dann dran, dass die Gesetze und Reglementer, die geholt gehen, nicht dürfen gegen die Konstitution gehen, und auch nicht die Dispositionen violieren von internationalen Treaty. Ist der Teil ein Fall für die Cour konstitutionell hier am Land eventuell sogar? Also ich wäre froh, wenn die Cour konstitutionell mal ging befasst gehen und sich über die Sache aufschwätzen, dann hätte man viel mehr eine juristische Sicherheit drauf her.
An der Reihe. Was du nach aufgefallen ist, zum Beispiel die letzten Wochen als Kommunikation von der Regierung, die alles ernst wie glücklich war, da geht viel hin und her. Was soll da dazu? Ja, ich bin der Meinung, dass die Kommunikation von der Regierung ziemlich chaotisch war. Ich so zwar, dass die ersten 2 Wochen die zuständigen Minister das relativ gut gemanagt haben, aber dass von dem Moment an den letzten Wochen, wo den Premier sich das auch geholt hat, ziemlich chaotisch, inkohärent und ungerechte Decisionen geholt sich in tel point, dass viele Leute sich gefragt haben, war das dann richtig, war das falsch, was muss man machen, was darf man machen, was darf man nicht machen. Und das ist auch komisch, so totalitäre Mesuren, dass die von einem liberalen Premier gedroht werden. Das ist eine große Überraschung, dass der Premier, den aus einer liberaldemokratischer Partei kommt, sich erlaubt, so das Land zu regieren. Und dann mit den Entscheidungen also so, dass ein bisschen mit der Geistkern geführt wird, Janer kriegen, da kriegen andere nicht. Was soll da tun? So, du hast auch keine richtige Kohärenz zu erkennen. Ne? Ja, das ist genau das. Dass wie während der ganzen Periode keine Kohärenz ersichtlich ist. Ich hatte die Impression, wie wenn die Regierung wollte, gewissen Betrieb oder gewissen Leute mit der Geistkern wieder gesagt hat. Auch letzte Presse? Ja, 200.000 Euro. Ja, wenn wir die letzte Presse hören, das ist natürlich den Hummer. Den Premier hat ihnen bis zu 200.000 Euro versprochen. Ich fand das lamentabel. Die Presse kriegt sowieso zu Lützeburg schon Hilfe vom Staat. Und noch da hat die Impression, wie wenn der Premier sich ein völlig Presswort gemacht hat, man hat das nicht brechen zu machen, weil die Lützeburger Presse ist sowieso ganz unkritisch. Ja, das wissen wir. Die Lützeburger kritisch sind sie aber immer nächstes mit der ADR oder Drecken also an der letzten Eck. Das muss auch mal gesagt gehen. Was auch gar nicht justifiziert das, gell? Also, die Lützeburger Regierung kann sich auch fragen, was die überhaupt noch für Gewicht hat an Europa aktuell im Vergleich mit Zeiten noch von einer jungen Regierung mit heute. Also, ich bin ja nicht mehr politisch aktiv. Ich kann aber sagen, dass ich als Lützeburger traurig bin, dass Lützeburg ja besonders durch die Regierung an vier und allem durch ihren Premier kein Gewicht mehr in Europa hat, an der beste Beweis ist, dass als Noperen, als guten Noperen Grenzen zugemacht haben, an außer Protester vom Premier hat die nicht hören, mehr erreicht, wo sie gar nicht. Und das ist nicht gut für das Land, das ist nicht gut für Lützeburg und das ist nicht gut für Europa. André, es ist so eine Merci, Herr Riepinger, für das Gespräch heute. Das ist gerne geschieht. Drohe vun Atemschutzmaske ka gesundheitsschädlich sinn. Et Oten den dodeger viel mit CO2 an. Meige Symptome sie Kapfe, Midechkeet bis hin zu Herzrhythmussteungen. So d Konklusion vun enger faktueller Doktorerbecht vun der Uni München. Net just fir d'ADR stel ze stem not froh, ob Maskepflicht iwwerhä sinnvoll ass. Vun der Symbolik hier erinnert Drohe vun dieser Mask und dem Maulkurf den Sklaven am Mittelalter ugedo kruten. D'Schwätze fällt engem Dommer der Ballefall mi schwéier. E großen Widerspruch as eben beiden Atemschutzmasken an vier iwwer die Drohen vun dese Masken zu schwätzen. Dofir begräessen ich lo den ADR-Präsident Jean Schoss. Jean, was kannst du so den als die regelmäßig Matzwänger OP-Mask dann aber schafft an dem Beruf? Das ist ja wirklich auch nicht ganz agreabel und kann sogar gesundheitsschädlich auch sein. Also dann, so wie du siehst, ich schaffe regelmäßig Tomaten, ich bin da doch gewinnt. Das sind noch OP-Masken, die dafür gedurcht sind. Das sind natürlich Masken, die nur fortgeheilt gehen, das sind keine Stoffmasken. Das Problem ist von einer Maske, die ich lange unhat oder die ich lange drohen muss, die reichert sich löst mit all dem un, was aus meinem Mund rauskommt. Du wenn das die Maske auch nicht mehr einen Schutz vis-à-vis von dem anderen, der mir vis-à-vis steht, dann nicht ein Schutz für mich selber. Das ist das, was wir bedenken müssen am Kader von den ganzen Maskendiskussionen. An eine Stoffmaske als viel mehr geringen Schutz nach, weil hier Filterwirkung mit kleiner ist. Und das Problem ist wenn ich den nicht regelmäßig wasche, proper man, dann sammelt sich da eine gewisse Bakterienkultur, die auch im gesundheitsschädlich sein kann.
Dasselbe ich das kontraproduktiv. Ball kontraproduktiv. Dabei könnt nach, wenn ich nur dabei an ein Geschäft sind, ich packe mit meinen Händen ein kleinen Schuhen, wo und irgendein Besuch, wo andere Leute vielleicht für Drohung gegriffen haben, wo ich mich da kontaminieren kann, also nicht ausstechen, aber Kontakt kommen kann mit dem Virus, und ich dann ungeschickt mit meinen Händen eine falsche Gestmen an die Maske oder den Schal falsch aus dem Gesicht sehen. Da kann es sein, dass ich da nur gerade die Viren, die ich forthalten wollte, an der Band, ich habe vielleicht für eine längere Maske und dann nur Bande feiern. Dann bin ich genau kontraproduktiv geschafft. Das heißt, eine Maske ist nicht mehr so gut wie die Technik, mit der ich sie drohen, aber mit der Proprietät und der Hygiene, wie ich sie benutzen. An Wegwerfmasken, hier ist nicht umsonst Wegwerfmasken. Auch wenn du gesagt hast, du kannst an Mikrowelle stechen oder du kannst am Wasserdampf machen, dafür sind sie nicht gedurcht, dann ist die Qualität nicht mehr gesichert. Dat war E-Punkt Widersprüch ginne dawer auch eng Reihe notamment bei der Regierung ihrem Diskurs, wo se so net gëtt kein am Reesto gelos wennst der Corona-Krise mé gesinn notamment bei den Independenten, wie du Orebas als Veterinär, dat se do awer Schwierigkeiten gëtt. Ja, da gëtt effektiv Schwierigkeiten. Gambia hat am Anfang gesot, gëtt kein am Reesto gelos, et getëllefen auch für den Independenten. Und du sind de Monte geschrieben gehen an ungefähr 4 Wochen danach und leider Refugkrit für wat, weil das Hilfe nimmen reserviert sich für Leute, die eine Autorisation de Commerce und eine Handelsermächtigung haben. An all die anderen wie Dafokoten, wie Veterinären, wie Psychologen, wie Ponyclubsbesitzer, wie Tanzschulbesitzer an nachher ganz Reihe anderer Zulieferer von der Oreska, die nicht tun so machen mussten, die nicht offiziell nicht tun so machen müssen, die aber nicht schaffen konnten. All die sind nicht eligibel für die Hilfe. Und die fahren nur durch den Saft und du musst ganz sehr reagiert gehen von dieser Seite aus, so wie überhaupt immer nicht mehr reagiert gehen, als wenn die Opposition dabei gefordert wird, also mir an die anderen Parteien etwas gefordert und dann als reagiert gehen an denen ganzen wirtschaftlichen Hilfen. Du musst ganz sehr reagiert gehen für denen Leute, aber trotzdem zu helfen. Weil denen Leute hilft es nicht, wenn ihnen an 3 Monaten eventuell etwas zukommen gelassen wird, weil bis dahin ist ihre Kommerz tot, ihre Erbschaftsgrundlage, ihre Lebensgrundlage ist tot und sie kommen an einen Misere, den sowohl firmenmäßig wie auch privat dann ist. Und du musst unbedingt Haut reagiert gehen. Und das unbürokratisch, es kann ja ohne Probleme so ein Pièce justificative, gibt es die, was nicht geliefert, du no. Das ist ja möglich, also soll den das doch machen. Deutlich wird vom ADR Parteipräsident. Wir hoffen aber allen Zwege, so sagen, dass die Message bei der Regierung ankommt. Los immer bald Ende von der Sendung ukom. Sie hat noch gesagt, dass für die ADR den Etat de Krise spätestens den 22. Juni müsste abgehoben gehen. So lange wie nach gilt, passt die Bürgernost Oppositionspartei vom Land besonders gut auf, was für Gesetzesinitiativen die Regierung holen will. Wie gewinnt, könnt ihr als Sendung allmond Doc auf der Tele gucken und natürlich fangt ihr so im Internet auf unserer Facebook-Seite. Merci, dass ihr mit dabei wart. Neue Rendezvous dann am Juni. Bis dahin, halt dich munter. Adi.